Nach bis 2000 Joer war Europa bald komplett mat Bëcher bedeckt. Wie de Mënsch sich ëmmer méi ausgebreet huet, sinn déi Urbëcher ëmmer méi klein ginn. Och an der Gemeinde Kerch huet sich de Bëch am Laf vun der Zeit verändert. Well queech durch Gemeinde Kerch zwo verschieden Bodenformatiounen verlafen, sinn an der Gemeinde Kerch zwo verschiedene Bëchlandschaften verbliwen. Nördlich vu Kerch am Eistall der Letzebauer Sandstein. Op diesem sandig filzigen Terrain sind die Großböcher wie den Herrebösch bestoen blieben. Am südöstlichen Teil von der Gemeinde ass mat Kalkstein am Ergel eng lehmisch Bodenformation. Die Landschaft kommt landwirtschaftlich vom Mensch besser genutzt gin, dafür sind zwischen Kerch und Haff wie bei Gierweler Götze mit Kleinböcher verblieben. Durch die unterschiedliche Bodenformation goufen auch unterschiedliche Bedingungen zum Wuchsen von Pflanzen wie de Beem. An de mitrechende Böcher Sandstein am Eistall huet für allem tropisch Fagus silvatica ein Lebensraum fand. Tropisch als Licht und einen glatten und hellen Stamm zu erkennen. Diese schöne Baum geht 30 bis 45 Meter hoch. Kann ein paar hundert Jahre alt sein. Tropisch wird gern als Mann vom Busch genannt, weil diese Baum für die Natur enorm wichtig ist. Am Bischenbusch profitieren vom jungen Baum und am ganzen Jahr diverse Lebensformen wie Flechten, Moosen, Pilze und vor allem Insekten. Darunter ein 30 Kirweliken und ein 70 Peiperlichsarten. Weltweit als am Mitteleuropa die größte Verbreitung von der Rotbisch. Zu Kerch haben wir mit dem Herrebösch sogar einen ganz besonderen Bischenbusch. 2014 wird Hai Matten am Sommer auf herzliche Sturm mit Witterse von 130 km an der Stunde innerhalb von Minuten praktisch den gesamten Herrebösch umgeheilt oder zerrappt. Großteile von diesen zerrappten Herrebösch sind durch nur der Natur überlosgehen und dadurch haben wir lo an der Gemeinde Kerch eine einmalige Chance, eine dynamische Entwicklung, eine Renaissance von einem Naturbösch direkt für unser Haustier zu erleben. Ein Naturpark, das sind die Herrebösch, ermöglicht mit vielen Infoen auf einem ca. 8 Kilometer langen Weg das Naturschutzgebiet zu entdecken. Auch den Orthopädester von Kerch, ein weiterer Wanderweg, offeriert eine gute Möglichkeit, Böcher bei Kerch mit viel Natur und viel Besonderes zu erleben. Böcher Letzebauer Sandstein bieten viel Natur. Daneben liefern sie uns mit ihren Quellen eine super Qualität und Trinkwasser. Kein Zufall, dass der Sitz vom interkommunalen Wassersyndikat SES an der Gemeinde Kerch ist, von wo aus viele Gemeinden von Lützeburg mit gutem Quellenwasser versorgt gehen. Die Lastspuren von Mühlen wie Neumühlen oder die Pockenmühle bei Kerch weisen, dass auch der Mensch die Kraft vom Wasser schon lange nutzt. Genauso weisen die Überreste von ehemaligen Stehkaulen an, aber die Böcher Sandstein bei Kerch eine Weiternutzung vom Mensch, die Naturmaterialien wie Stein und Sand auch immer gebraucht wird. Und das Schicksal von jungen Menschen, die hier Leben gehen haben, dass wir heute als Natur und Böcher auf Freie dürfen genießen, erinnert den Denkmal von einem Flieger, den am Zweiten Weltkrieg bei Kerch beim Herreböscher aufgefallen ist. Bei Gierwel, Götzen, Weiwandhaff besteht der Boden aus lehmhaltigem Kalkstein am Ergel. An dieser Landschaft sind es hauptsächlich Wiesen auf Felder, die die Landschaft bestimmen. Die Büsche
besteht aus kleinen, aber höchst interessante Büscher. Auf diesem, wie feuchten Boden, wachsen noch oft Eichen, die zwar los wachsen, aber besonders wertvoll Bäume für die Natur sind. Auch an diese Büscher fließt Taubisch, ein weiterer flotter Baum, den nicht vermindert ist mit der Rotbisch. Taubisch ist ein Baum, der sowohl netzt wie eine große Trockenheit gut verdreht. Das Eichen-Haubische Büscher haben eine enorm hohe Biodiversität, lassen viel Luft auf den Boden, dadurch kann hier eine Krautschicht im Boden sich weisen, die einzigartig ist. Schon frei am Jahr weist sich hier neben dem Buschröschen auch gern Buschprimmel, wenn der geologischer Grenze an der Gemeinde Kirch vermischen sich oft die verschiedenen Buschtypen mit ihren diversen Pflanzen. Bedingt durch die milenische Bodenformation, also dann den Eichen-Haubische Büscher, nur eine Rehperiode einmal linas. An diesen linase Büscher sind oft eine Reihe Dümpeln und Weihren zu finden. Das divers Weihren sind für die Natur enorm wertvoll, aber besonders für Amphibien ein extrem wichtiger Lebensraum. Fischgebiete spielen am Ökosystem eine besonders wichtige Rolle an. Dafür sind Renaturierungsprojekte wie Deisweiere direkt neben den Büschern bei Götzen enorm wichtig. Also Fischgebiete sind eine nötige Voraussetzung für eine hohe Biodiversität. Viele Tiere profitieren zu allen Jahreszeiten von diesem Lebensraum. Das gilt auch für die Renaturierung von der Olmerbär, die hier an den Büschern bei Götzen seinen Anfang hat. Auch der Buschrand hat für den Busch und die Natur eine wichtige Funktion. Besonders wenn der Buschrand eine diverse Struktur mit unterschiedlichen Heckestreis und Bäumen hat. Am Moment sind verschiedene Buschrenner an der Gemeinde Kirch durch eine Verjüngung neu formiert. Also können an den nächsten Jahren für den Busch und die Natur sich neu wichtige Lebensräume entwickeln. Naturhecken sind eigentlich ein kleiner Ersatz für den Busch. Dafür haben noch Bäume und Hecken zwischen verschiedene Büscher wie Highlands, den Hohen wie bei Kirch eine wichtige Funktion. So Naturhecken sind sowohl selber ein wichtiger Lebensraum, daneben vernetzen die Hecken verschiedene Lebensräume wie Büscher mit der Landschaft. Die Hecken sind so Biotopstraßen, wichtig Haut an Landschaften, wo immer mehr Tiere wie Pflanzen am Rand von der Landschaft isoliert sind. Das Überleben von vieles als Flora und Fauna als ein Austausch von diversen Populationen, aber wichtig und unbedingt nötig. Der Busch als ein Ökosystem, die noch ohne den Mensch gut funktionieren kann. Alles, was der Busch braucht, produziert hier selber und möchte dabei auch keinen Abfall, filtert Luft und liefert dem Mensch auch noch gratis Sauerstoff und Holz als ein wertvolles Naturprodukt. Aufgestorbene Bäume, das sogenannte Totholz, bedeutet für den Busch Leben, also ist für ein ganz besonderes Buschklima. Büsche an der Gemeinde Kirch sind Basis für eine vielfältige Natur bei uns. Daneben sind sie ein Platz für den Mensch, Kraft und Energie zu tanken. Den Eintritt zum Busch also gut gratis. Es ist vieles da zu entdecken, viel Interessantes und Schönes, die just von uns Menschen ein bisschen Respekt verlangen.